Herzlich willkommen zu Fragen, die zu fragen sich bislang keiner traute, weil alle eher Angst vor der Antwort haben. Oder kurz FDZFSBKTWAEAVDAH Show. Hallo ihr Lieben, was mich mal wirklich interessieren würde, wer von euch ist eigentlich so der emotionalste in der Band? Wer zückt zuerst ein Taschentuch, wenn mal so ein richtig schöner Schnulzenfilm läuft? Hi Steffi, vielen Dank für diese coole Frage, die auch wahrscheinlich gar nicht so cool zu beantworten ist. Das Problem ist, dass wir eigentlich noch nie so richtig Filmabend oder sowas gemacht haben. Was aber hauptsächlich auch ehrlich gesagt daran liegt, dass wir tatsächlich alle so emotional sind und wir Angst haben, das wahrscheinlich voreinander auch zu zeigen und deswegen immer so Fragen nach Filmabenden eher so ablehnend halt waren. Ja, aus Angst, dass man halt da ins Heulen kommt. Du weißt, wie das ist. Ältere Herren, ja, sind unter Umständen auch schon mal ein bisschen undicht, also oberrum, ne? Und deswegen die Emotionalität ist da schon sehr hoch. Da ist einfach die Angst da, ne? Sich da so Blöße zu geben, ne? Außenrum der harte Rocker irgendwie zu mimen und dann auf der Couch beim Harry eine Packung Tempo nach der anderen irgendwie wegzuheulen, ja? Das geht halt nicht, ne? Deswegen, da ist das Risiko sehr groß. Wir wollten das eigentlich aber angehen. Bei unserer letzten Telefonkonferenz haben wir schon überlegt, was könnte man gucken. Und ich denke, in nächster Zeit können wir euch da auch vielleicht ein bisschen davon berichten. In der engeren Auswahl steht im Moment noch Angriff der Killerkaninchen 3. Ich denke, da sind wir auf einer sicheren Seite wahrscheinlich. Hi Steffi. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe lange überlegt, ob das jetzt so schwere oder leichte Frage ist, die ich hier beantworten soll. Es ist überhaupt keine schwere Frage. Ich glaube, ohne dir zu nahe treten zu wollen, Monchi, aber ich glaube, derjenige, der unter uns am emotionalsten ist, der zuerst dann das Taschentuch zücken würde, wenn es um eine Schnulze ginge, das traue ich dir zu. Und also bitte nicht falsch verstehen, Monchi, aber ich glaube, das ist so. Also, Hallo Steffi, danke für die Chefrog. Wer von uns fünf der emotionalste ist bei Filmen gucken, kann ich da eigentlich gar nicht sagen, weil weil wir es noch nie geschafft haben, irgendwie zusammen einen Film zu gucken. Kennt man aber mal machen, Jungs. Aber was ich verraten kann, was meine emotionalste Situation war, und zwar war das bei Titanic. Ich muss dazu sagen, ich war zweimal im Kino damals und habe mir Titanic angeguckt, aber jedes Mal an der gleichen Stelle, als die Titanic so langsam angefangen hat zu sinken und der Ende da mit dem Klappstuhl rumgerannt ist und noch versucht hat, irgendwie sich zu retten, da habe ich richtig Pipi in die Aare gehabt. Und das war mein emotionalster Blick im Kinogeschehen. Da habe ich sogar wirklich im Kino gekreint. Yo, Steffi, was geht ab? Pass auf, auch eine sehr, sehr gute Frage. Allerdings muss er da ein bisschen differenzieren, weil die meisten, also du sagst, du fragst nach Schnulzenfilmen und so ein Gedattels, die meisten in der Band sind erst so die Bühnenheuler, also Del Pesci, ne? Der heult ja bei jeder zweiten Feinripp-Nummer, das ist Bühnenheuler, das kannst du vergessen. Der Erbach heult eigentlich nur beim Spreißel im Fuß, wenn ich bei dem an einen Film denke, der heult bei Titanic vielleicht, aber das zählt nicht. Der heult eher, genau wie der Meier, der hupst viel rum, der hängt immer auf die Knie rum auf der Bühne, wenn er einen Spreißel im Knie hat, der heult der Meier. Beim Film, der Meier heult nicht beim Film. Nee, also wer definitiv bei einem Film heult, ist der Harry, und zwar bei Susi und Strolch. Also der Harry ist mein Mann mit Susi und Strolch. Und wer nie heult, ist natürlich der Schlagzeuger, weil
coole Socke, weißt du, der hat's halt voll im Griff, die Emotionen und so. Das, genau, läuft. Also Harry, Susi und Strolch, yeah! Ja, Steffi, die Frage ist ein bisschen fies. Ich glaube, dass tatsächlich ich so einer von denen wäre, der am emotionalste wäre und emotionalste, automanste, da Dings, Tasche durch, weißt du. Wobei es ja Expertenmeinungen gibt, die behaupten, also Frauen und Männer brauchen beide bei Filmen Taschentücher, nur aus unterschiedlichen Gründen. Aber das wollen wir jetzt mal nicht näher erläutern, das geht da nicht hin. Habe ich noch nicht gesagt? Habe ich das gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Egal, auf jeden Fall, ja, ich glaube, dass ich tatsächlich einer von denen wäre, der am ehesten mal Emotionen zeigt. Ich schätze mal, dass der Monchi vielleicht 8 dabei wäre. Könnte ich mir vorstellen. Beim Alex bin ich mir nicht so sicher, ich glaube, bei dem ist es stimmungsabhängig. Und die anderen zwei, die sind hart im Nehmen, die wirft so schnell nichts um. Meine Variante. Es gibt bestimmt andere Ansichten. Ciao. Hallo ihr Lieben. Das scheiß Ding wackelt wie Kuhschwanz. Was mich ja mal wirklich interessieren würde. Ich gucke in die falsche Richtung. Hallo ihr Lieben. Was mich ja schon immer mal brennend interessiert. Wer von euch ist... Was mich schon immer mal brennend interessiert. Was mich schon immer brennend... Cut! Hallo ihr Lieben. Ah, fuck, Alter. Hallöchen ihr Lieben. Mir brennt was unter der... Aha, Alter. Was mich ja schon immer mal interessieren würde. Was mich schon immer mal interessieren würde. Cut! Was mich ja mal wirklich interessieren würde. Wer von euch ist eigentlich so der emotionalste? Cut!